Wie sie vom Ägypten rausgekommen sind, hatten die Israeliten 430 Jahre dort gelebt gehabt. Wie sie dem König erzählt haben, dass die Israeliten ausgerissen werden, hat er geändert, was er gesagt hat, und ist dann noch mit den ganzen Soldaten. Wie die Israeliten gesehen haben, dass die Soldaten gegen die am Marschieren waren, haben sie viel Bang gekriegt und haben von Moses gesagt: Warum hast du uns bis hierhin gebracht, von hier im Desert umzukommen? Da hat der Herrgott von Moses gesagt, was er machen soll, und hat auch einen Engel vom Herrgott zwischen die Ägypter und die Israeliten geschickt bleiben, wie ein Feuerpfeil, für das Volk zu schützen. Da hat Moses seine Hand über das Meer gestreckt, und Gott, der Herr, mit einem ordentlichen starken Wind, hat gemacht, dass das Meer zurückgeblieben ist. Der Wind hat die ganze Nacht geblasen und hat das Land unter dem Meer getrogen. Das Wasser ist geteilt und die Israeliten sind auf dem trockenen Boden durchgegangen, über die ganze Nacht. Die Ägypter sind dann noch bis ins Mittelmeer. Die Griechen sind alle schwer gefahren, weil Gott hat gemacht, dass die Räder stechen geblieben wären. Da haben die Ägypter gesagt: Wir müssen ausreisen, der Herrgott ist auf deiner Seite am Griechen. Und da hat Herrgott von Moses gesagt: Streck die Hand nochmal über das Meer. Und Moses hat seine Hand über das Meer gestreckt, und wie es da ist das Meer nochmal auf seinen Platz gegangen. An dem Tag hat der Herrgott sein Volk gerettet, und die haben an Gott geglaubt und an seinen Diener Moses. 3 Monate danach sind die Israeliten an den Berg gekommen, wo der Herrgott von Moses geschickt hat, soll das Volk hinbringen.